Ik weet niet of je hier in de Dietsche Ondag, dat gaat jeder zondagsmorgens hier en wat de Urzak is voor deze kerk. Or the purpose statement. Ik wonder als je dat op Dietsch hier en we horen dat jeder zondagsmorgens op Engels. De Urzak voor deze kerk is, mensen leiden handgegeven nu volger Jezus Christus te zijn. En ik leg den statement. Weil dat is een dieper statement. Du hast veel Meinung daarbij. En ik dacht zo, dat maakt perfect sense, nu ik een beetje Germans vertalen, een beetje Engels metnemen. Dus mir kan zich zo ver dat schafft hier vielleicht. Ik kan een beetje Engels und ein bisschen Deutsch durcheinander so, nicht? Aber wenn wir willen handgegeven nu volgen Jesus Christus zijn, dat is wichtig dat we bekend zijn met God zijn woord. En dat is een klein beetje, wo ik even denk, dat van deze morgen nemen, dat we in deze brief nemen, dat den weg aannemen, dat we worden immer dollar en dollar, immer meer en meer bekend met God zijn woord, weil we willen God ähnlich worden, we willen am nu volgen. Hier in de Fäuser heeft ons hier van vers 1-9 geeft hij ons Feuer Unordnung. Hij geeft Unordnung für Kinder, hij geeft Unordnung für Eltern en hij geeft eine Unordnung für Diener en für den Wirt oder de Wirtslied oder wie können sagen den Meister. Wat is een Unordnung? Een regel oder een gebod. Dat is wat God verlangt van ons, wat God wil hebben, we zullen doen. En zo hauptsächlich, Paulus geeft hier Unordnung zwischen Eltern und Kindern, und er geeft Unordnung zwischen den Wirt und seinen Arbeiter. Wenn du eine Regel geben darfst, wir mal denken, als Eltern oder vielleicht bist du ein Wirt oder ein Unwirt, und wenn du eine Regel geben darfst, was verlangst du dann? Du verlangst, dass deine Kinder würden die horchen, nicht? Dass die würden gehorsam sein. Wenn du ein Unwirt oder ein Wirt bist und du gibst deine Arbeit ab, du gibst dir eine Regel, du wirst verlangen, dass die würden gehorsam sein. Ich glaube, das ist das große Bild, das wir von der wollen, vielleicht ein bisschen betrachten. Wenn er uns hier auch Regeln oder Unordnung geben wird, das Hauptbild, würde ich sagen, ist, dass Gott verlangt, wir sollen am Gehorsam sein. Kriegen wir ein Wort von den Umständen im Leben, aber wir wollen besonders betrachten, die zwischen Eltern und Kindern, in Wirtslied, in Arbeiter. Wenn wir freikirchen im Alten Testament, wir können sagen, dass Gott gibt viel Geboten, viel Regeln, und dass er will uns besonders segnen, wenn wir wollen gehorsam sein. Aber er kriegt jeden Teil, wenn wir nicht gehorsam sind, dann kommt Straf. Zum Beispiel in 3. Mose Kapitel 26, durch in Vers 3 sagt er, wenn je nur meine Unwesung, Rechten in meine Geboten befohlen worden, wo ich könnte zu der rechten Zeit Regen geben, in dort Land soll ein gute Ernung bringen. In die Bäume sollen Frucht tragen. In die Draschzeit soll bot die Weinarend regen, in die Weinarend soll bot die nächste Ackerzeit regen. Je sollen genug zu eten haben und in hun Land und sicher wohnen. Und so, wir können sagen, dass, wenn sie wollen gehorsam sein, uns ein klein bisschen denken, er wird zu der rechten Zeit Regen schenken. Wenn wir Farmers sind, wenn wir Ackern tun, wir verluten uns ab Regen, dass der Ernte wird bringen. Und so Gott, wenn wir wollen gehorsam sein, durch ein Segen werden, er will zu der rechten Zeit Regen schenken. Er will haben, dass wir eine gute Ernung haben. So wenn wir in Gehorsam das Leben wollen, üben an Gott sein Willen,
du kommst sehen. Gott will haben, das soll gut gehen mit uns Leben. Er sagt, ihr sollen genug zu essen haben. Und so, dass Gehorsam sein bringt in Sehen. Dus ik zeg, krijg de Gegenteil als nicht gehorsam sein, es kriegt der Gegenteil, dann kommt Struf. Er sagt du wieder, es ist das, wenn die mir nicht gehorchen, in meine Geboten nicht holen, in meine Anweisungen verachten, in meine Ordnung und sie haben wollen, so dass die nicht alle meine Geboten tun, in mein Bund brechen, dann wo ich dit tun. Ich wo einen sehr großen Schreck über jün kommen lassen, je wollen Feuer kriegen und uitdrehen, sodass jüne Augen blind worden und jün Leben langsam zu eng geht. Verjäfs, wo je jüne Flecken besäuen, willst jüne Fien worden dort alle abeten. Die Fien worden kommen. So die kriegt die Jendel, die kommt ein großer Struf. Und so ich möchte ein klein bisschen das Bild malen für uns von der uns Mars, dass wenn wir gehorsam sind, Gott will, dass uns das in gutes Leben ist, dass wir ein gesehenes Leben haben, dass wir gute Ahnung haben, dass wir in gutes Wiederkommen haben. Gott will uns sehen. Aber wir können das wahrer sein, in die Israeliten erleben, dass wenn sie gehorsam wären, dass Gott sehen wird. Aber wenn sie nicht wären, dann kommen die Fienden, sie waren Sklaven und so weiter. Und so, das Bild von Gehorsam sein, dass wir wollen Gott seine Segnung erfahren und nicht seine Struf. Krieg so ist das von dir in unserer Zeit noch. Lass mir unseren Text lesen von der Mars. Epheser Kapitel 6, Vers 1 durch 9. Sagt es der Dinge, jünen Christenpflicht ist, jüne Eltern zu gehorchen, willst dort es, dort Rechte zu tun. Vater und Mutter ehren, wie dort erste Gebot, worauf Gott dort Versprechen lädt, dort die dort gut geht und du lang ab ihr Leben kost. Je Vater, verzeugt jüne Kinder nicht, tragt die christlich ab, und dort im christlichen Sein tragwiesen. Je Kneis, je Harch jüne Wirtslied, und deunt an mit ferchten Zetren, ab ihrens von Horten, so als wann je Christus selbst deunden. Aber deunt nicht bloß dann Gott, wann der Wirt seine Augen überjünt hat, deunt so als wann je Christus seine Deuner wären. Dort gewissen hoff dort, was je glauben, dass Gott gefallen wird. Dit soll je weiten, dort Gode, was je donen, was der Herr jünt belohnen. Und don't auf je Sklaven oder freie Menschen sind, in je weiten Wirtslied, denkt an jene Verantwortung. Sie tut so gewissen hoff zu jene Deuner, als je von an verlangen, zu jün zu sein. Missbraucht jene Gewalt ever an nicht, denkt daran, dass je für denselben Herrn verantwortlich sind als sei. Gott merkt zwischen keinem in Unterschied. Gott hat nicht Favoritism, er merkt keinen Unterschied. So Nummer 1 hier in unserem Tag, er gibt eine Unordnung für Kinder. Was sind die Unordnung für Kinder? Das sind zwei Stärke, würde ich sagen, an diesem Aufschnitt. Das erste ist, dass sie sollen gehorchen, und das zweite ist, dass sie sollen ihre Eltern ehren. Er sagt in Vers 1, Kinder, jün Christenpflicht ist jüne Eltern zu gehorchen, weil es dort ist das rechte Ding zu tun. Dort ist das rechte zu tun. Sie gehorchen, was würde wir sagen, meint das gehorchen, das ist, wenn eine Person sagt, wir sollen was tun, dann, wenn wir das tun, dann
harsh wie die, sehr wie Gehorsam. Und so, auf Englisch würden wir simply sagen, do as you're told, or do as you are told. So, wenn das so leicht wäre, nicht? Ich dachte, ich war das, indem ich studieren durfte, ich dachte an meine Kinder groß merken, die Titel, die auch kleiner werden, wenn ich bloß durfte sagen, nu dort das, und die deuten dort, das wird gleich sein, nicht? Do as you're told. Das ist aber nicht so leicht. Das braucht Zeit. Das braucht Üben, jeder Tag, die zu lernen. Und so, ich würde noch ein Ding würde ich sagen, wenn die Zeit, wenn die sollen tun, was einer sagt, erst die Zeit, wenn die klein sind oder wenn die abwachsen. Wenn die große Kinder sind, dann wird das Ewerschaften nur, dass sie entehren, nicht so? Und so die Zeit, wenn sie Kinder sind, das ist eine Zeit, wo sie sollen tun, was wir sagen, willst, das ist das rechte Ding zu tun, sagt er hier. Aber ich würde, und so das ist in alle verschiedenen Umständen im Leben. Du kannst die, dass die beim Derschen natürlich sagen, dass die halten mit Chores, die lernen arbeiten, indem die gerade an alle wollen. All diese verschiedenen Dinge sind wichtig, dass Eltern die lernen. Und das ist wichtig, das bringt die Charakter, wenn sie groß sind und weiten, was sie sollen tun, wenn sie groß sind. Aber noch wichtiger ist, dass die Eltern ihre Verantwortlichkeit hier wird sein, die Kinder Gott sehen wollen lernen. Kinder, gehorchen die Eltern im Herrn. Im Herrn. Die Eltern wollen sollen ihre Kinder im Herrn abtragen. Und wir wollen ein klein bisschen Lothar Meier davon reden. Aber wir sagen, das ist nicht so leicht, bloß sein, sie sollen das tun und sie wollen gehorchen. Das braucht Zeit, und so dass die Eltern ihre Verantwortlichkeit fängt kurz an. Und so die Frau würde vielleicht auch sagen, wir können die Frau stellen, wo kann Kinder gehorchen, wenn sie nicht gehört haben oder wenn sie nicht wollten. Sie haben erst gelehrt. Haben erst den christlichen Weg gelehrt, wo sie gehen sollen. Sie eben wie als Adults, als große Menschen, wir lernen an Gott sein Wort jeder Tag. Immer klarer merkt Gott dort für uns. Und wir sehen an sein Wort. Und so, das so viel wichtiger als dort die Kinder jeder Tag abtragen an Gott sein Wort. Sie, 1. Mose Kapitel 18, Vers 19 sagt es dort, ich habe durab gewählt, dass heu seine Kinder in nu kommen und ja rechten soll, dem Herrn sein Willen zu tun. Sie sollen nun recht sein und recht sein, so dass der Herr Abraham dort geben kann, was er versprochen hat. Und so Abraham wie gewählt, seine Kinder in seine Nachkommende Gott sein Willen zu lehren. Und ja rechten den Herrn sein Willen zu tun. Das ist das Wichtige, was die Kinder sollen, was wir sollen sein zu den Kindern, was sie sollen tun. Den Herrn nur folgen. In 2. Mose Kapitel 5, Vers 2, ein Beispiel für uns, die Kinder, ein Beispiel für uns von den Gegenteil, wenn wir nicht horchen. Die König sagt, wer ist der Herr, dass ich nur soll horchen in Israel gehen lassen. Ich weiß nicht, wer der Herr ist, und ich wo Israel auch nicht gehen lassen. Und so das ist der König verhauen. Er soll die Israeliten gehen lassen, die wären in Sklaverei. Der Herr will haben, die soll gehen lassen. Aber er sagt, wer ist der Herr, dass ich die gehen lassen soll? So erstens, der kann nicht, ist nicht bekannt mit Gott. Und zweitens, was passiert, wenn nicht Gott gehorchen wird? Gott lässt alle Sorten verschiedene Strafen
toekommen, ehe das lohnt. Und so das ist ein Beispiel für uns, wenn wir gehorsam sind oder nicht. Gott will uns segnen, wenn wir am gehorsam sind, er wird uns segnen. Dort ist sein Verlangen, aber wenn wir nicht am gehorsam sind, dann ist das der Gegenteil, dann kommt Strafe. Ehren. Der zweite Part, was Kinder soll nun ist, ihre Eltern ehren. Dort meint Respekt haben für ihre Eltern, Liebe haben für ihre Eltern. Das ist nicht bloß die Verantwortlichkeit in der Zeit, wo wir tüß sind bei unseren Eltern, aber das ist eine Verantwortlichkeit für Lebenszeit. Vater und Mutter ehren wir das erste Gebot, wo Gott dort Versprechen leden. So wie wir kicken hier auch ein klein bisschen nur Wort Schriftstellen, wo wir sehen, dass Gott will uns segnen. Und das regelt kommt mit so einer Versprechung. Vater und Mutter ehren wie die erste Versprechung, wie das erste Gebot, wo Gott eine Versprechung lädt. Er sagt, du Vater und Mutter ehren, ist ein von den ersten Geboten, ist ein von den 10 Geboten. 2. Mose Kapitel 20, Vers 12, ehrt deine Eltern, den Vater und Mutter, so dass je noch lang an dort Land wohnen, der Herr jün Gott jün geben, was der Herr jün Gott jün geben wird. Und ans Tag sagt er, du ist in Vers 3, dass die dort Gott geht und du lang auf ihren Leben kannst. Und so, du hast eine Versprechung mit, wenn wir als Kinder unsere Eltern gehorsam sind und unsere Eltern ehren wollen, dass du als die Versprechung für ein langes Leben. Oder dass das Gott geht mit uns. Ich glaube, als Eltern, die wollten besser als Kinder. Die können das auch sein, wenn die diesen Weg gehen, das ist nicht gut, und so die geben Ruhe. Eltern horchen, dann wird das gut gehen, wenn die wollen gehorsam sein. Wir mal sagen, du sehen, die sagt, das wird am Jankert, und die Eltern können aber sagen, das wird schlechte Tiden bringen. Und das Kind kann das nicht an sein. Wenn die nur überhorchen, die Eltern, und das dort nicht, und das, was die Eltern sagen, er soll tun, dann geht das besser für die Person. Und so, das ist die Versprechung, dort zum Beispiel, wie das kann er sein hier. Dort ist die Versprechung, was er hier geben wird. Ein Schreiber sieht das diesen Weg. Er sagt, das Ziel ist nicht bloß, dass die Kinder sollen gehorsam sein, aber dass die ganze Familie eine gesunde Familie ist, dass einer den anderen ehren und hauptsächlich, dass die Familie, die trägt nur Gott. Dort ist der wichtige Punkt daran. Und so, diese 2 Unordnungen, dass die Kinder sollen horchen und dass die Kinder sollen ehren. So, wo tun Kinder lernen, gehorsam sein? Das bringt mich bei den zweiten Punkt von unserer Botschaft von Deus Mars. Die Unordnung für Eltern. Er sagt hier in Vers 4, es steht, in die Fudasch verzeug, jene Kinder nicht, tragt die christlich ab und dort die im christlichen Sein tragwiesen. So dort erst die Eltern ihre Verantwortlichkeit, dort Kinder waren in einen göttlichen Weg abgetragen. Dort die wollen gehorsam sein. Er fängt hier an und sagt, dass die Väter sollen ihre Kinder nicht verzeihen. Ich glaube, das ist so leicht, even, wenn du ein klein bisschen überdenken von den mennonitischen Circles, vielmals hier einer dort, dass die brauchen so eine Rede, der Toldach kommt noch. Und vielmals erst dort der Toldach, wo sie von reden, erst sie wollen sich rechnen ohne Person. Aber viel mehr als dort, was mir noch weiter, was ich auch vielmals gehört habe, ist, dass diese wird sind für einen Vater.
Sie wollen sich ein Tag rechnen an ihr Fuhrer. Wo wir haft die Fuhrer ab Platz, wils die Kinder noch St. Linie war, die so bestruft oder so umgegangen mit dem, dass er die Haft verzeugt. Das ist wichtig, dass wir als Fuhrer, als Eltern, unsere Kinder so abtragen, dass die nur ans kommen werden, dass die nur Gott kommen werden. Er sagt hier, tragt die christlich ab. Sie sollen die am christlichen Weg abtragen. An Christus. Und dort die christlichen, einen christlichen Sinn tragweisen. So das braucht, so ich ihr schon sehe, das braucht viel Zeit, regelmäßig sein. Jeder Tag, das ist ein Repeat. Das ist nicht bloß das einmal sein, und dann wollen sie das tun. Das muss unheld bleiben. Die immer wahrer wiesen. 5. Mose Kapitel 11, Vers 19 sagt, je sollen jene Kinder, die lehren, was hiervon reden, ja, dass Gott seine Regeln lehren. Er sagt hier, red davon, wann die tüß sind und wann die auf dem Weg sind, am Weg gehen und wann die jünd durchleihen und wann die abstunden. Das ist, ich würde sagen, Uitleer, Training. Das braucht regelmäßig, alle Zeit. Wenn die tüß sind, soll die von Gott seine Wege lernen. Wenn die auf dem Weg sind, wenn die reisen dann, soll die von Gott seine Wege lernen. Wenn die ihn durchleihen, auch wenn die abstehen. Wenn ein Tag zum Ende kommt, das soll mit Gott sein Willen und Gott seine Liebe für jene Kinder. Vor zum Morgen, wenn die abstehen, wahrer. Der Tag fängt an mit Gott sein Willen lehren. 5. Mose Kapitel 6, Vers 7 sagt, schwappt jene Kinder ab mit dir, red von dir, wenn die in jene Haus sind und wenn die reisen, wenn die jünd durchleihen und wenn die abstehen, wie kann sein, dass Gott hat sich auch gerepeat, wahrer, sehr hei, die Dinge, was sie sollen tun. Kriegt so wichtig ist das von dir, wie man unhalt bleiben, regelmäßig sein. Ich meine, früher, wir haben 4 Kinder, die sind nu alle groß. Und ich kann ein kleines Bild sein, von wie wichtig das ist, dass einer unhalt und regelmäßig bleibt und durch Gott sein Willen lehrt. Wenn einer nicht unheilig bleibt, die fingen andere Wege, die tun ihr eigenes Ding. Und so das ist sehr wichtig. Wenn wir Gott seine Regeln halten und wir Gott ähnlich werden, das wird sein Verlangen ist. Wir sehen das in Epheser Kapitel 4, Vers 1 und 2. Er sagt uns das, als Gott seine liebe Kinder strebt, immer ähnlicher zu werden. Habt so eine Liebe einer zum anderen, als Christus zu uns hat und sein Leben für uns opfert, als einen scheinen Geruch, an dem Gott einen gefallen hat. Und so wir sollen immer doller, immer mehr Gott sein Willen üben. Wir wollen Gott ähnlicher. Nicht nur wie für uns selbst, aber wir sollen dort für unsere Kinder. So, er hat noch 2 mehr Unordnung. Die 3. Unordnung ist für die Diener. Wenn wir, auf Deutsch habt ihr das eher gesagt, nur Diener, und auf Englisch braucht ihr das Wort Slavery. Wenn wir denken an Slavery, wir denken vielleicht immer an das ganz Schlechteste, was Sklaverei hat, was wir gelernt haben von Sklaverei. Und ich glaube, das ist wichtig, ich sage nicht,
nicht so bekannt mit all den verschiedenen Sorten Sklaverei, was über die Zeit gewesen sind, aber ich weiß, es sind viele verschiedene Sorten Sklaverien. Und wenn wir kicken, so ist dort hier gesagt hat, und dort Deutsche lernen, redet von einem Deuner und redet von Wirtslied. Du hast eine Zeit gewesen, wenn Sklaven wollen in Sklaven sein, damit sie ein besseres Leben können haben. Wenn ich wieder an denken, wie haben diese Art Sklaverei manche Deutsche gehabt. Vielleicht auch noch. Wir tun uns vermeiden für Knach und für Kirche. Ich glaube, meine Geschwister, meine ältere Geschwister, haben gedacht, dass die Wunden dann bei den anderen Lieden wären durch eine Kirche oder ein Knach. Und wir können das ein klein bisschen den Weg annehmen. Aber wir können das auch den Weg annehmen, dass wir sind Arbeiter, wir gehen auf Arbeit, und wir sind verantwortlich für unsere Wirts. Und so er sagt hier in Vers 5, je knachs, je horch jene Wirtslied, und deunt an mit verrichten Zetteln ab ihrens vom Horten, so als wenn je Christus selbst deunden. Und so, die wird zu ihren, aber viel mehr noch, was er hier gesagt hat, ist, dass wir sollen so arbeiten oder so deuten, als wenn wir Christus deuten. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 1 und 2 sagt, Lot alle Sklaven, die nach unja dort joch sind, ihren Herrn wird achten zu ihren, so dass nicht jeden Gott seinen Namen in jeden unsere Liebe gerät wird. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir gehorsam sind, oder dass wir unseren Wirt ehren, dass wir gehorchen. Dort erst, dass wir Gott seinen Namen nicht wollen in den Grund bringen, aber dass wir den wollen erheben, durch dem, dass wir gehorsam sind, even bei unserer Arbeit. Titus Kapitel 2, Vers 9 und 10 sagt, sei die Sklaven, dass sei ihren Herren in alles sollen unjadun sein in zum gefallen leben und nicht jeden anreden. Sie sollen nicht jeden sein. Ich denke, ein kleines bisschen über auf Arbeit gehen. Und einmal dann kommt sich mir dazu vor, Gott, der stellt einem an der Weste steht haben, um einen Prüfsteck zu machen. Ich habe die letzten paar Jahre mehrere Sorten Arbeit geprüft und in verschiedene Sorten Menschen kennengelernt, in ein paar verschiedene Wirts gehört. Und dort ist nicht leicht immer die Ehe wiesen, was wieso. Du sind Söhne, die kommen einem dich ab den Nerven. Aber doch soll einer die Ehe wiesen. Ich glaube, das ist eine Gelegenheit für Gott seine Charakter wiesen. Wenn du so eine sein, was einem mit den Orechten Weg rübeln. Wo wird einer sich daran handeln? Woran die kann, wenn sie dort antworten, dass einer Christ wird, würden sie sagen, dass sie würden Gott loben durch, wo du die 33 bei der Arbeit, oder würden sie was Schlechtes zu sein haben? Der letzte Punkt gibt die Anordnung für Wirtslied, sagt er hier auf Deutsch. An die deutsche Übersetzung. Vielleicht bist du ein Supervisor oder ein Wirt, vielleicht bist du mal was, ich weiß nicht. Aber diese Versen sind für die Wirtslied. Er sagt hier in Vers 4, es steht, in die, nu denk ik, wat de aardige noot. Ik wil een klein beetje teruggaan. Teruggaan naar de Punkt van de Deiner. Hij zegt, hier in Vers 10 sagt er, es steht, sie sollen nicht von anstehlen, aber bewiesen, dort an zu verluten ist, dort sei die Liebe von Gott in Jesus Christus durch
Untreigung merken. Das ist wieder der Punkt von, wenn wir wollen nicht stehlen von den Wert, wenn wir wollen aufrichtig sein, wo wir Gott sein Wort, Gott sein Willen in Treigung merken zu anderen Menschen, zu anderen, die darum ansehen. Wieder in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 18 sagt es, die Kneis, ihr den Herrn in sieht an und ja tun, und nicht nur die freundliche in Leiftulje, aber auch die verschruvene in verdrissliche. So all die, was du mit so den Arechten wachrübeln, die soll wie auch du in die Ehe wiesen. Und an dem kann wir Menschen tragen nur Gott. So an uns tagst du in Vers, das sagt er, überdeunt nicht bloß dann Gott, wenn der Wirt seine Augen überjünt hat, deunt so, als wenn die Christus seine Deuner wären, dort gewissen hat, dort, was die leben, dort Gott gefallen wird. Und so, wir sollen so schaffen, so deuten, als wenn wir Christus selbst deuten. Ich habe mal gesagt, dass ich eine lange Zeit bei Instagram schaffen, und dass ich Satten aufstellen für die Chrysler Minivan. Und dann stelle ich mir das so in den Kopf, dass diese Saat würde ich will, Jesus, was sich diese Wendkeit, der was der Buben sagt. Die Einstellung haben, kriegen don't was wir tun, und kriegen don't, als wir in Leiftulien wird haben, oder in verdrisslichen wird. Nu, werden wir bei den letzten Punkt gehen. Nummer 4, Unordnung für Wirtslied. Er sagt hier in Vers 9, in die Wirtslied, denk an jene Verantwortung. Sie tut so, je wissen hof zu jene Deiner, als je von an verlangt, zu jün zu sein. Missbraucht jene Gewalt ever an nicht. Ich glaube, vielmals, wenn du eine Person, ein Supervisor wird oder ein Wirt ist, vielmals sind das so die Wellen, die machen. Die wollen und die missbrauchen dort. Und er sagt hier, wir sollen dort nicht missbrauchen. Ich glaube, als Christen, das ist viel Dollar, wir sollen das so anchecken, dass es nicht Gelegenheit für uns, eine Lehrerschaft zu geben, in Umständen, wo du vielleicht an Christen und Christen taub schaffen, dass es eine Gelegenheit, Gott zu erheben. Er sagt wieder, denkt daran, dass die für denselben Herrn verantwortlich sind als sei. Gott merkt zwischen keinem einen Unterschied. Und so, er merkt nicht einen Unterschied zwischen Arbeiter und Wirt. Und das Wirtslied, wir sind zu denselben Herren verantwortlich als die Arbeiter. Zum Schluss, ich liebe das große Bild proben zu checken. Er sagt, die erste Unordnung wir für Kinder. Wenn wir aufmerksam sind, dass er sagt hier, Kinder, jungen Christen Pflicht ist. Das ist ein Christus. Das ist eine Verantwortlichkeit in den Tragen mit Christus. Wir sollen immer merken, dass es nur Christus sein wollen, wo wir nur trachten. Der zweite Punkt, Unordnung für Eltern. Tragt die christlich ab. Er verantwortlich war sei wie dort. Sie sollen die Kinder christlich abtragen. Alles in uns Leben soll nur Christus tragen. Nummer 3, die Verantwortlichkeit oder die Unordnung für den Deuner. Sie sollen so arbeiten, als wenn sie für Christus selbst arbeiten. War das erst für Christus. Uns Leben soll immer nur Christus tragen. Und für die Wirtslied, denkt daran, dass die für denselben Herrn verantwortlich sind. Das ist derselbe Gott. Das soll kriegen und was an unsere Umstände sind im Leben. Was unsere Verantwortlichkeiten sind. Wir sollen immer uns ganzes Leben sollen wir Christus tragen. Und so das große Bild, wo ich mit anfangen möchte. Zu sagen, dass Gott will haben, wir sollen arm nur fallen. Wenn wir uns durch ein kleines bisschen anschauen und durch ein kleines bisschen dabei überdenken, was das meint, was Gott wirklich, wo Jahren Gott uns wirklich will segnen, wenn wir arm waren, nur fallen, so wie wir sagen in 3. Mose Kapitel 26.
zu der rechten Zeit reinschauen. Gute Ahnung bringen. Genug zu eten haben. Wenn wir Gott sehen wollen, ich würde Ihnen ansparen, diese Versen selbst eben zu lesen. 3. Mose Kapitel 26. Dus veel meer ben beschreven van dit als wo wir von der aus Mars nennt. Gott will uns jeden sehen. Aber kriegt der jeden, wenn wir am nicht horchen. Und dort ist eine schreckliche Strafe, wenn wir du uns nicht miteinander lassen. Eine sehr große Schreck über ihn kommen lassen. Die wollen Feuer kriegen, uitdrehen, zodat die blind kon. Wenn du ein klein bisschen denken, das ist eine schreckliche Strafe. Aber wo wäre erst die Strafe? Wenn wir die Schrift wieder betrachten, wir sehen, dass Gott straft immer dadurch, dass er will haben, wir sollen kommen, nur arm, uns umdrehen. Und so die Strafe erst durch, wenn wir sind nicht gehorsam, aber der erst dadurch, dass wir sollen, war kommen, nur arm. Wir haben zum Schluss beten. Herr, ich komme noch einmal fertig von der Mars. Ich sei dir Dank für diese Gelegenheit, dein Wort unterhorchen und dein Wort nennt zu checken. Mein Gebet ist, dass wenn du uns Regeln gegeben hast, dass uns Verlangen ist, gehorsam zu sein. Und so, wenn ich denke an junge Kinder, ja, die sollen gehorsam sein, auch als ältere Kinder. Aber dort braucht Zeit für Eltern, die dort zu lernen. Musst du besonders mit Eltern sein, dass sie ihre Kinder so lernen, dass sie würden in Tragen haben, nur die. Herr, und dann bete ich für Arbeiter, die du auf Arbeit gehen, machen sie an den Arbeitsplatz wirklich ein Bild sein für die, so dass dein Wort sagt, dass der so aus sich wollen, drehen so als sie sich wollen, verhandeln mit anderen, dort machen Tragen geben, nur die. Und Herr, ich bete dann auch für die Wirtsli, dass es eine große Verantwortlichkeit ein Eva seiner sein für Arbeiter, oder möchtest du dir auch so eine Anstellung geben, dass sie können so ein Verhältnis handwaschen, und ihre Arbeiter dort auch einen Tragen geben, nur die Herr. Herr, ich bete, dass das von der Mars können sehen, für die sein. Ich bete, Frau, das alles an Jesus Christus sein Namen. Amen.